Bonjour, die Damen und Herren, einen ganz schönen guten Mittag. Ich komme just aus einer interessanten, bereichernden Reunion mit den Vertretern von der Landwirtschaft. Ein Sujet, den wir an den letzten Tagen viel diskutiert haben, in Europa, an der Lützeburger Chambre, und auch die Mitten als den vom Effet vom Akkord der Europäischen Union am Mercosur, also den Ländern aus Lateinamerika, dem Freihandelsakkord, den haut zu Montevideo von der Europäischen Kommission mit den lateinamerikanischen Ländern aufgeschlossen ist. Und ich habe am Parlament gesagt, dass es die Intention wäre, als mit den Lützeburger Bauern zusammenzusetzen, wie hier suchen, an diesem Kontext besser zu verstehen. Ich habe das letzte Woche gemacht, den Mitten gemacht, nachdem ich das für eine Politik annonciert habe. Ich muss sagen, dass wir die Sorgen von den Lützeburger Bauern verstehen. Generell, und das bleibt als Meinung, die von der Lützeburger Regierung sind Freihandelsakkorden ganz wichtig, weil gerade in einer Zeit, wo andere Kontinente sich zumachen durch Zwangstariffe, also es wichtig, dass Europa als eine stark geopolitisch und Wirtschaftskraft sich auch versicht, aus Europa heraus seine Rolle in der Welt zu vergrößern. Freihandelsakkorde sind da, für sicherzustellen, dass die Produkte, die bei uns produziert, dass die nicht nur bei uns verkaufen, sondern auch überall in der Welt, und damit auch Arbeitsplätze bei uns sichert. Aber wie so oft an der Politik, so wie oft auch bei so Akkorden, gibt es ein paar Facetten. An sich von der Landwirtschaft aus, dass wir uns auch unerkennen, Notwendigkeit von Freihandelsakkorden, dass sie wollen sicherstellen, dass diesen Akkord nicht Buckel von der Landwirtschaft gemacht wird, und dass aus Lateinamerika, vor allem an den Fleischprodukten, wo auch Lützeburger Landwirtschaft stark ist, dass da ging Produkte herkommen, die auf eine Art und Weise produziert sind, die bei uns in Europa nicht erlaubt ist. Das ist eine Sache, die wir verstehen. Das ist eine Sache, die wir als Regierung einstellen. Eine Sache, die auch damit zusammenhängt, dass Lützeburg wie die europäische Landwirtschaft besorgt ist, dass in Europa immer mehr Ablehren kommen, dass eine generelle Tendenz gibt, für hin und Leben ganz schwer zu machen, Tendenz, die wir kritisieren, die wir auch werden dazu beitragen, dass das nicht so weitergeht, aber dass sie so zu Recht oder an, so wie wir das verstehen, dass bei uns Ablehren kommen, an die anderen, die können importieren, dass die nicht die nämlich Ablehren hätten. Da muss man seriös holen, und wir müssen gucken, dass wir sicherstellen, wann den Akkord bis vier Leid am Detail, dass also an den lateinamerikanischen Ländern muss man nämlich die Standards produziert gehen, da muss man auch verifizieren, aber auch, dass als Politiken, und das ist vielleicht für mich das Neues auch dabei, auch aus dem Gespräch mit der Landwirtschaft, dass man mit den nämlichen Mitteln, mit den nämlichen Vorschriften als Landwirtschaft behandeln, wie das auf anderen Plätzen der Welt der Fall ist. Wir können nicht so in Europa, der Viehbestand muss raufgehen, aber wir erlauben nicht in Lateinamerika eine große, massive Produktion von Fleisch, von Tieren zu haben, die dagegen in Europa importiert gehen. Das ist also die Regeln, die wir in Europa machen, dürfen nicht mehr streng sind wie bei anderen. Oder wenn wir Regeln machen, da muss man gucken, dass sie bei anderen nicht mehr streng sind. Die Sorge, wie gesagt, wir hören, wir wollen sie echt, wir wollen eine starke Landwirtschaft zu Lützeburg, dazu engagiert sich die Regierung, und das bleibt als Linie de Conduite. Den Akkord, den die Kommission heute aufgeschlossen hat, lesen ich bei ihren Kollegen an den Medien, ich war nicht dabei, das ist ein Akkord, den wir noch nicht
am Detail kennen. Wir kennen den Akkor von 2019, aber du hast ja nur noch ein additionelles Protokoll. In der Schrift, wir wollen wissen, ob es ganz klar ist, dass die Klimaziele vom Pariser Akkor respektiert gehen, die für uns wichtig sind. Wir wollen das sicherstellen, dass das nur nämliche Mittel, notamment an der Fleischproduktion, produziert wird, dass wir auch, wie gesagt, in Europa, mit das au-delà vom Mercosur, als werden ersetzen noch bei dem neuen europäischen Kommissar für die Landwirtschaft, Herr Christoph Hansen, dass es muss Schluss sein mit einer Überreglementation, in der wir als Landwirtschaft Futti machen. Für das brauchen wir eine Landwirtschaft. Wir brauchen eine Landwirtschaft, für das wir können von eigenen Produkten an Europa ernähren. Und dafür muss man die Landwirtschaft unterstützen. Das ist ein wichtiger Wirtschaftssektor. Und das werden wir auf viele Sujets machen. Ich komme ja nur darüber zurück. Die Mercosur-Akkord, die werden wir also nur im Detail angucken. Und dann werden wir eine Decision darüber holen. Grundsätzlich, und das ändert, weil ich noch streichen, also Freihandelsakcord auch gut für zu exportieren. Das gilt vor allem für die Industriesektoren, und dafür muss man die Wolle natürlich auch sehen. Das ist wichtig für die europäische Ökonomie, der nicht ganz gut geht, das sehen wir vor allem in Deutschland, dass man also müssen, wir können exportieren, Auto und andere Sachen, die wir produzieren, und dafür brauchen wir größere Margen. Das ist auch wichtig für Lützeburg, weil Arbeitsplätze an denen Industrien in Europa sind noch Arbeitsplätze zu Lützeburg, weil wir ganz oft Zulieferbetriebe zu Lützeburg an den Sektoren haben. Eine definitive Decision über den Mercosur-Akkord hält die Regierung recht, wenn sie den Text kennt, wenn sie ihn genau analysiert hat, aber die Sektoren auch diskutiert hat. Ich habe gesagt, wir unterstützen Bauern. Wir haben über Mercosur de Moyen am Regierungsrat geschwärzt. Wir haben auch de Moyen eine andere Decision am Regierungsrat geholt, die auch weist, in welche Richtung das Regierung will gehen, nämlich schon mal de Moyen Gesetzprojekt angeholt für den Bau von Zähren, für Gemüse- und Obstproduktion an der Landschaft zu unterstützen, der das lang an den letzten Jahren gebremst ging. Wir sind der Meinung, dass es notwendig ist, Rückenke für als eigene Ernährung zu assurieren, dass es auch zu Lützeburg muss können, Obst der gemäß produzieren zu einem viel mehr großen Prozentsatz, wie das heute der Fall ist, weil den Prozentsatz ist heute ganz klein. Aber wie das wir da, was wir tun, und dafür kann die Regierung leider nicht, also es notwendig, dass den auch der Bauern erlaubt, wo das möglich ist, Zähren zu bauen. Wir haben also dezidiert, ein Appell an Projekte zu machen, für Projekte zu unterstützen, für so Zähren zu bauen. Das werden dann nicht viel geben, wenn der Report wäre das formidabel, aber wir werden das, den Invest bis zu 40% subventionieren, bis zu einer Gesamtbudgetsumme von 20 Millionen Euro für dann eine Reihe von Projekten. Da muss ich gucken, wie viele Projekte da bei dem Appellerprojekt rankommen. Das ist wichtig, wie gesagt, für uns als Konsumenten, das ist wichtig für die Bauern, das ist wichtig für den Fortschritt in unserem Land zu machen, eine Politik zu machen, wo wir Führung kommen, an das Land stärker für die Zukunft, was ja als ein Motto ist an dieser Regierung. Und ich bin auch froh, an dem Kontext zu sehen, dass wir auf einer ganzen Reihe von Sujets rund um die Landwirtschaft, rund um den Equilibre von Wirtschaft und Ökologie an dieser Regierung Führung kommen. Und in dem Kontext wird auch nächste Woche den zweiten Landwirtschaftstisch stattfinden, wo auch über eine Reihe von so Sujets weiter am konstruktiven Dialog geschafft wird, weil zu Lützeburg stehen Bauern nicht auf der Straße, wir sitzen mal da, um das zu diskutieren. Wir kommen weiter auf viele Sujets. Wir stellen fest, dass wir eine wirtschaftliche Reprise haben, die anderen Länder rundherum nicht tun. Letztes Jahr ist die Ökonomie zurückgegangen. Dieses Jahr
geht es Robert nächstes Jahr, gehe ich davon aus, aufgrund von all dem, was ihr gesagt habt, was ihr hört, dass wir hoffentlich auf 2% Wachstum kommen. Aber das hängt natürlich ganz viel von unseren Notbeschlägen auf, denen nicht auch mangels einer kohärenter Politik, mangels überhaupt einer Politik nicht gut geht. Wir sehen, dass Reprise auch da ist am Wohnungsbau, wie das Regierung angetreten ist, hat man eine Doppelkrise, eine Baukrise, eine Logementskrise, mit einer Reihe Maßnahmen geholt für den Bau, da habe ich am Bau und am Handwerk zu unterstützen, und eine Reihe Maßnahmen geholt, steuerlicher Natur, für einen Schwung an das Logement zu kreieren. Da dürfen nicht kurzfristig temporär Maßnahmen, das dürfen der definitiv Maßnahmen, aber wir haben als Summe gesagt, für Prozeduren zu verkürzen. Auf all den Terrain sind wir gut vorgekommen, aber wir merken auch, dass wir echt Fristen gesehen, weil wir kriegen sowohl von den Bauentreprisen gesucht wie von den Banken, die Kredite geben, dass eine starke Demand da ist, sowohl für die bestehenden Wohnungen, die verkauft gehen, wie auch für Neubau. Also wirken als Maßnahmen. Wir stellen sogar fest, dass was die temporären Maßnahmen anbelangt, die also just für das Jahr gegolten haben, dass wir gerade am Ende des Jahres eine relativ starke Demand gesehen, dass es eine relativ starke Demand gibt bei den Banken, für nach bis Ende des Jahres einen Kredit zu kriegen, und dass Notäre noch eine ganze Akte nach der Leihen haben, wo der Wunsch ausgedrückt wird, die nach diesem Jahr aufzuschließen, für von den steuerlichen Maßnahmen zu profitieren. Weil wir gesehen, dass den Effekt von unseren Maßnahmen, die sollte Schwung an den Wohnungsbau bringen, da ist. Aber weil wir wollen den Leuten eine Chance geben, auch am Ende des Jahres auch können hier Transaktionen zu machen, für dass Wohnungen können entstehen an der proprietären Wüstel bei bestehenden, hat die Regierung de Moyen décidéiert, für die steuerlichen Maßnahmen, die an der Zeit begrenzt werden, auf das Jahr 2024 bis den Sommer, bis den Juli 2025 zu verlängern. Das betrifft vor allem den Kreditimpuls, den sogenannten billigen Akt für eigene Wohneinheiten. Das betrifft den billigen Akt für den Investiment am lokativen Wohnungsbau. Das ist für die sogenannte WFAN, Vente en état futur d'achèvement, die zur Verfügung gestellt während 2 Jahre manst für Wohnungen, die verloren gehen. Das betrifft drittens die Reduktion von der Besteuerung von den Plus-Valuen, wenn etwas verkauft, wo man die Regel dem Feier vom Tag global beibehalten, einfach am Anfang, dass wir 10% besteuern. Und das betrifft auch, dass man den Taux am Durée vom Amortissement accéléré für Logementer, die gebaut sind, für können verlohnt zu gehen, dass man den auch während dem Jahr 25 auf 6% für eine Durée von 6 Jahren werden weiterführen. Die Maßnahmen sind, und das will ich unterstreichen, wie sie am Anfang gedacht waren, zeitbegrenzt. Sie werden also den 1. Juli nächstes Jahr abhalten, wenn wir wollen den Schwung, den wir am Ende des Jahres haben, nicht mit den können eventuell gebremst gehen am 31. Dezember, weil nicht alle Kredite konnten bis dahin akkordiert gehen und nicht alle Notäre konnten den Akt finalisieren, wollen wir dafür verlängern. Et Friede ist, dass wir am den Anfang vom Ende von dem Tunnel gesehen. Das ist gut für den Bau, das ist gut für das Handwerk, und vor allem ist es gut für die Leute, die eine Wohnung sichern und eine Wohnung brauchen. Wie das aber ein Gesetz braucht, was man nicht mit der Chambre können kriegen nach das Jahr,
huet d'Regierung desidéiert, dat ugangs des Joers an eng Gesetzprojekt an d'Chamber ze bringen, mat wie dat positiv Steuermaßnahmen sind, die retroaktiv op 1. Januar 2025 dann güllen zu lassen. All die anderen Maßnahmen, die man am Wohnungsbau steuerlicher Natur angefeiert tun, die sind natürlich bleiben, wie zum Beispiel Augmentation von den Debituszinsen, die ich kann aufsetzen, all die Sachen, die bleiben, die waren noch nicht zeitbegrenzt. Dann haben wir auch konform zu unserer Politik de Moien eng einer wichtig Decision geholt, nämlich den weiteren Unterstützung von den Finanzement von Entreprisen, die Bornen oprichten für die Elektromobilität. Auch hier werdet eng Ausschreibung, ein Appell an Projekt gehen, aber wir werden do die Betrieber, die die Bornen oprichten, die öffentlich zugänglich sind, auch weiter unterstützen. Für die nächsten 3 Jahre setzen wir dafür 30 Millionen Euro zur Verfügung, für dass wir da auch kommen, weil das ein bisschen froh von Leuten kaufen Elektroauto nicht mehr von Borne gehen, aber wenn nicht kein Borne gekauft, kein Elektroauto nicht mehr gedreht, und dafür müssen wir da kommen, und dafür mengt das Datei einen ganz wichtigen gute Puss, de man der Elektromobilität ginn. Et ass och so, dat mat lächt woch jo schon desidéiert hätten, dat man bei de Leasingsautoen déi Leiit kreien a verschiedene Betrieber als Deel vun ihrem Salär, dat man do och den favorablen steuerlichen Avantage fir Elektroautoen beibehalen. Dat hicht mir wëllen schon, dat man auch auf dem Weg von der Elektromobilität mam Ziel als Klimaziel zu erreichen, auch wollen Viro kommen und dadurch werden Heimater encouragieren. Übrigens will man an dem Kontext, an dem Projekt Loi für die Elektrobornen zu subventionieren, feiern wir in Zukunft auch die Hydrogensenergie dabei, sodass man also den Wasserstoff auch abbauen an die Regeln, die haut wie sie lo bestehen für Elektrobornen, dass man sucht den Hydrogen mat abbauen, weil dadurch da eng Möglichkeit gibt für Zukunft an dem dote Sektor führen zu kommen. Dann will ich noch vielleicht auf den einen oder anderen Punkt an der Außenpolitik soen. Ich hatte besonnen ein Gespräch am 1. Tag von der neuen Kommission, ein Telefonsgespräch mit der Madame von der Leyen, was man Gelegenheit gehen hat, hier bonne Chance zu wünschen hier an ihrer Kommission für die Aufgabe, die aussteht. Schön aber an dem Gespräch auch nach Enke Zürich von der Lützeburger Regierung ausgedrückt über die Bannegrenzkontrollen, wo ich die Kommission invitiert habe, sich dort ganz klar anzugucken, ob die Motivation, die die Memberstaaten geben, für die Grenzkontrollen anzuführen, ob die noch immer gewähr, aber besonders en vue von einer Verlängerung, die verschiedene Länder wollen frohen. Die Kommission ist dafür Tüterin von den Verträgen. Die Kommission muss das also ganz seriös gucken. An dem Kontext war ich auch gleich vor am Saarland, wo ich auch die Sorgen der saarländischen Ministerpräsidentin, der Madame Rielinger, ausgedrückt habe. Schon am Gespräch mit der Madame von der Leyen aber auch darauf hingewiesen, dass wir es wichtig wäre, dass wir mehr kompetitiv in Europa gehen, wenn wir Arbeitsplätze brauchen, dass ich nicht will, dass Amerika und China als da fortlebt, und das dürfen eine absolute Priorität von der neuen Kommission muss sein, für die Reglementation auf viele Sektoren. Wir haben von den Bauern geschwärmt, das gilt doch für den Finanzsektor, das gilt für die Industrie, das gilt für die Umsetzung von einer Reihe von Texten, dass da muss ein ganz anderer Approach geholt gehen. Und ich meine, die neue Kommission ist sich das bewusst, und wir erwarten von der neuen Kommission schnell Resultate, das leider auch spüren, dass etwas ändert. Dann, wenn ich über als
Kat an Europa gucken, dann bedauern ich zutiefst zu summen mit der ganzen Regierung, dass man eine terrible politische Instabilität rundherum haben an Deutschland, an Frankreich, an der Belgisch, die dazu führt, dass man 3 nicht funktionsfähige Regierungen an den europäischen Ländern haben, Regierungen, die keinen politischen Akzent setzen können. Und das ist natürlich schlecht für die Länder, aber das ist auch schlecht für uns, weil wir natürlich eine offene Ökonomie sind und dass wir atmen zusammen mit unseren europäischen Ländern. Wenn es den europäischen Ländern nicht gut geht, dann geht es doch uns nicht gut. Ich bin dafür froh, dass wir zu Lützeburg Stabilität tun. Ich bin dafür froh, dass wir zu Lützeburg mehr Wirtschaftswachstum haben wie an den europäischen Ländern. Und wir werden alles machen, da wo wir allein zuständig sind, aber wir können etwas machen, was nicht direkt von den Opern anfängt, für uns Leute, uns Betriebe zu unterstützen, für das uns weiter gut geht. Mir das ist nicht einfach mit der Situation, die wir in den europäischen Ländern haben. Wir haben dafür auch einen Appell und Responsabilität von den europäischen Ländern für so schnell wie möglich de bon sens gëllen sos fir polisch Responsabiltäit ze verhoelen, fir mat politische Spielerche opzehalen, a fir eng stark Majoritéit ze schafen, die Länder kann virbringen. An Deutschland komme Wahlen am Februar as lochene Pumain net viel gelaufen, wer doch die nächst Pumain net viel laufen. An der Belsch gin net Koalitionsverhandlungen sind da méi wie 6 Meint, schlecht. An der Frankreich gesäit de net, wéi eng stabel Majoritéit iwwer die nächst Joren werd können komme méi van politisch Kräften vun der Mëtt sich ze summen do mis dat méige sinn. Ich stelle noch mat enger gewissen Inquiétude fest, wat an anderen Deler vun Europa geschitt, so notamment an Rumänien, war de Memberstaat ass vun der Europäischer Union, a wo den Verfassungsgericht lo echten Tour vun den Präsidentschaftswahlen annuléiert huet, apparemment wien Manipulationen, die wat Sozialmedien gelaf sind. Das ist natürlich etwas, was Rumänien betrifft, mit Rumänien als Memberstaat von der Europäischen Union. Und das kann uns alle Guten bleiben. Und dafür ist es extrem wichtig, dass auch da mal gemeinsam gucken, was das da genau geschieht. Könnte das auch auf anderen Plätzen geschehen. Aber wie können wir also auch da gegen Aufstände, dass Demokratien nicht können manipuliert gehen von Bausen oder durch Phänomene, die nicht dem normalen demokratischen Meinungsbildungsprozess entsprechen. Voilà, das ist ein bisschen den Tour von einer intensiver Woche, die wir hatten, wo wir also auch am Regierungsrat viel dezidiert tun. Und das wollte ich mal durch delen haut, agere sind ich op für eine Reihe von Fragen. So, gerne hören wir dann ein paar Fragen. Herr Premierminister, Ernst Kurscher vom Luxemburger Wort. Ich hätte ihn froh, und zwar ich hätte ihn froh, Herr Premierminister, zu enger Ausso von Ihrem Koalitionspartner DP-Außenminister Xavier Bettel, den gesagt hat, Lützeburg wäre nicht dafür in NATO-Beitritt von der Ukraine. Ist das so, dass Lützeburg da eine Position schon angeholt hat? Und wenn ja, wie steht ihr dazu? Wie kommentiert ihr die Ausso? Den Außenminister Xavier Bettel und ich selber sind auf dem Sujet wie auf vielen anderen total aligniert. Ich habe mich nach gestorben mit Herrn Bettel darüber unterhalten. Und wir haben auch morgen an der Regierung nach ein Jahr konfirmiert hat, was wir am Juni oder Juli zu Washington gemeinsam an einer Entrevue mit Herrn Zelensky aufgemacht und da war doch am Akkord de Sécurité zwischen Lützeburg und der Ukraine steht. Die Reunion, die wir am Sommer zu Washington hatten, hatte ich zusammen mit dem Außenminister.
An daran steht ganz klar, dass die Ukraine Deel ass vun der europäescher an der euroatlantischer Familie, an dat ze eng Zukunft hunn an der Europäischer Union an der NATO. Den Außenminister huet méi die aktuelle Situation ugeschwert, an das evident, dat d'Ukraine net während dem Konflikt kann an NATO komme mit Perspektiv, ass och durch die Situation, die de Krieg entstanden ass haut eng Äner wie fréier an dofir Hummer der Ukraine gesot, dat hier Zukunft an dee Bündnisser wär, de weh do hinner, Dyre do hinner, dat hängt vun de Zirkonstanze rundem op méi. Ich will ha enken erstreichen, dat töcht dem Außenminister a mir an dëser Fro eng total Gleichvue besteht. Ja, zu Fragen zu Mercosur, die hat doch angekündigt, dass ein Interview mit der Industrie geht. Für wen ist sie geplant, dass die erste Frage und die zweite Frage, wie sehr rechnen Klarheit zu haben, was die Position von ihrer Regierung zu der geplanten Freihandelszone geht? Die Interview mit der FEDIL wird nach 4 der Christvakanz stattfinden. Was die Attitude oder die Position von der Regierung anbelangt, das hängt davon ab, wie sehr wir die Verträge kreieren. Da feiern wir nach enke Konsultationen, aber ich sehe das nicht als etwas extrem Urgentes. Das wird bis Ostern wird als Position do stehen. Wir müssen noch die Naturjuridik von dem Text gucken, und da wird den, was als gene, ob er von den nationalen Parlamenten muss ratifiziert gehen oder nicht. Ich will aber auch so, und dazu haben wir uns am Parlament engagiert, dass wenn wir den Text bis kennen, da gucken wir an der Regierung, wir gucken mit der Industrie, wir gucken mit den Bauern, und dann konsultieren wir auch Europa, die Lützeburger Chambre, und dann lädt die Regierung ihre Position definitiv fest. Und nach die Grundposition ist, dass wir 4 Freihandelsakkorde sind. Wenn man mengen, das wäre wichtig für als wirtschaftliche soziale Entwicklung, das ist wichtig für Regeln zu haben über Produkte, die an Europa herkommen, dass man neu mehr tun. Und wir wollen auch sicherstellen, dass Regeln, notamment für die Landwirtschaft, die nämlich sind, wie die bei uns gelten. Und das wird ein von den Kriterien sind, die wir da werden gucken. Also das dauert noch ein paar Monate, bis wir die Position definitiv festgelegt haben. Nochmal Ines Kurschat vom Luxemburger Wort. Die hat lo behauptet, dass die Wohnungsbeihilfen aber greifen, dass in die echt Effekte gesehen auf dem Marché. Lo hast es so gewesen, dass gestern oben der Klartext war, und da war die Opposition, die Deputiert Madame Sam-Tanson, hat do argumentiert, dass in der Logementskommission Schulen auf den Tisch gelöscht gewesen, an die gäfe genau die Kontra weisen, dass sie eben nicht so greifen, wie ihn gehofft hat. Was stimmt denn lo? Schon die Emission nicht geguckt, das ist vielleicht ein Fehler gewesen. Aber ich will so, dass ich mit den Leuten Terrain geschwärzt habe, auch die zuständige Ministerin. Das ist ganz klar, dass ich selber nach der ich mich bei den Banken umfrage, ich mich bei den Handwerkeren froh, dass die so nicht gesagt haben, bei den Notären noch, es gesagt haben, dass das Bâtiment existant angezogen wird, dass also bestehende Wohnungen noch mehr verkauft gehen. Da spielen noch die Sachen, die man noch verlängert haben, über zum Beispiel die Besteuerung von den Plusvaluen. Wir gesehen, wie gesagt, dass eine Reihe Kredite mehr angefragt gesehen, akkordiert doch gesehen, bei Hypothekarkrediten, wie das der Fall war. Das ist schon ein Parameter, der ganz wichtig ist. Und wir sehen noch, dass die sogenannte WFAN umziehen, das braucht alles seine Zeit, das ist ganz klar. Auch wenn die Logementspark, was Prozeduren anbelangt, als wenn dem bis an Musik gesagt wird, gibt es an Etappen an Musik gesagt, da wird das nach mehr akzelerieren. Wir merken, dass eine Reprise da ist. Das bedeuten Betriebe, man denkt Reibetriebe, und das ist gut, und dafür muss man alles machen, dass das in die Richtung weitergeht. Natürlich ist das Problem nicht von heute auf morgen gelöst, mir war so groß,
dat all Fortschritt, dats den soll begréessen, a wie gesot de Fett, dat man et verlängeren, Mamer just do west, weil man gesinn, dat lo am en vum Joer eng relativ gut Repris do ass méi natierlich brat die Zeit, bis dé sich och Terrain an alle sine Facetten werd nach méi definitiv beweisen. Ech hun keng direkt zëllewäch Di och net an der Form gefrotnechen Leiitschust gefrot, lief der bis Terra verkaaf der Mappes, guckt wie man ugetreute sinn ass gesot gin, de Marche er stot, et left goneicht. A an der Lo, an dat kennt Dir jo och mer, Di si jo gut Journalisten, doëmmer bëssen Ofe, wann der beiden déi die sich mat Immobilien ofgesiwet am Bau oder am Verkaaf, da können Di Staat konfirmieren. Bei den Gewerkschaften sieht das woch nicht ganz so gut wäsch kommen Diene, dann noch Herr Navichtsminister nicht. Wie positiv sie da gestimmt, dass der soziale Frieden am Land erhalten kriegt? Wisst ihr, et muss immer mit den Leuten schwätzen, und es sind fest davon überzeugt, dass die Wesen von der Lützeburger eng ass déi an der Natur de soziale Frieden huet. Mir schwätzen man den schwätzt bis mir hat wie den anderen, ich kann nicht so hart schwätzen wie verschiedene andere. Dat wird doch nicht kommen. Ich weiß, dass wir den Dialog pflegen, dass dürfen also mir nicht bangen für den sozialen Frieden. Ich gesinn absolut keine Ursache für zu streiken, weil wenn ihr seht, wir machen einen Generalstreik, dann muss ich ja eine Ursache haben, für einen Generalstreik zu machen. Ein Generalstreik, ich sehe nicht, was die Ursache hat, keinen Sinn, für das gingen 300.000, 400.000 Leute hier im Land hier Arbeit näher lassen. Das geht an meinem Berufsleben noch nie. Das geht noch nie. Ich meine, die letzten, die war 1982, man muss eine Ursache geben. Ich habe ein paar Mal schon gesagt, dass, ich meine, das war dann Gewerkschaften die Angst, dass Gewerkschaften nicht könnte Kollektivverträge verhandeln. Mir haben gesagt, dass wir das Recht ihnen gingen losen, an dafür, meine ich, gibt es keine Ursache für zu streiken. Generell auch meine ich, dass das eine Kultur ist, die aus dem Land nicht entspricht. Und ich muss auch so, wenn wir wollen, dass das geht wie die Franzosen, dann soll man es beholen wie die Franzosen. Wenn wir wollen, dass wir Frieden, Wohlstand, wirtschaftliche Wachstum, soziale Gerechtigkeit schaffen, dann meine ich, soll man auf dem Weg von der Modernisation von unserem Land gehen. Stehen bleiben ist für mich keine Solution. Wisst ihr, rundherum ändert sich die Welt. In Amerika kann der Präsident, der wird dafür sorgen, dass Amerika noch mehr kompetitiv wird, Steuern werden hochgehen. Schon unter dem Präsident Biden hat Amerika angezogen. China produziert enorm viel Stahl an anderen Sachen. Ich hätte gerne, dass wir ein modernes Land wären, dass wir Gesetze und Lebensbedingungen von den Leuten anpassen. Das gilt auch für die Arbeitsorganisation. Die Leute leben heute ernst die 24 Jahre. Und das wird die Regierung machen. Also selbstverständlich schwätzen wir da auch mit den Gewerkschaften. Und es ist ein guter Ding, weil ich es auch kenne, dass ich ganz gut Nuance machen zwischen ganz harte Reden auf Kongresse und dann einem sachlichen Dialog, wenn wir zusammen da sitzen. Ich bin zuversichtlich, dass wir mit dem Sozialdialog und noch allgemein an den Gesprächen mit dem Parlament und mit den Leuten eine bessere Situation können erschaffen, wie das, was an den Oberschländern der Fall ist. Dafür ist mir nicht bang für den Sozialdialog, und ich lasse mich nicht impressionieren von hartem Gescheiz auf Kongresse. Wenn ihr seht, wir gehen streiken, da muss ich wissen, für wer ich streiken. Ich habe nicht gesagt, ich sehe keine Ursache für zu streiken. Au contraire, ich schwätze mit den Leuten, ich telefoniere mit den Gewerkschaftspräsidenten, ich gesinne sie, ich rufe nicht als der Radio und Television und Zeitungen dabei, vielleicht muss ich das mir oft merken, ich kann nicht so, dass die Gespräche, die ich mit den Präsidenten von den nationalrepräsentativen Gewerkschaften feiern, dass die ganz manierlich über die Bühne gehen.
Ich gebe doch noch gerne ein zurückkommen zur Verlängerung von den Wohnungsbauhilfen. Meines Wissens war es so, dass in der Finanzkommission über die doten Zahlen geschwart gouf und da den Herr Finanzminister Gilles Roth, den von derselben Partei ist wie dir, eigentlich Mesuren, also eine Verlängerung von den Mesuren ausgeschlossen wird. Erstens stimmt das ist die erste froh, die zweite froh, als den Herr Reinisch, den ja auch einen guten Überblick vielleicht über Zahlen soll tun, den hat gesagt, sie sollten sogar relativ sehr zurückgeschraubt geht. Das heißt, die geht ganz bewusst gehen die Rekommendation vom Zentralbanksdirektor und dann erlaubt mir vielleicht noch ein Lächt und froh, schuld, dass ihr den Klartext nicht geguckt wird, ausnahmsweise man nicht mal Püpp für die Konkurrenz. Ja. Was aber trotzdem interessant war, war, dass ihren Parteikolleg, den Herr Marc Spaut, ob der Kap zugefroht gouf, ja, plant ihr denn nur noch eine Legislatur, in dieser Legislaturperiode eine Rentereform oder nicht? Ich gebe die Frage gerne weiterreichen und auch von ihr eine ganz klare Stellung dazu holen. Also ich will just sagen, dass ich gestorben während der Zeit der Regierungsrat von Haut präpariert und dann wisst ihr alles, was ich gemacht habe, mit den Avantage von der modernen Technologie, dass ich in die Emissionen noch kann im Nachhinein lauschen an das ist eben ganz flott und dafür kann ich das noch holen. Zu ihrer ersten froh, es war initialement auch nicht die Intention von der Regierung, die Maßnahmen zu verlängern, weil sie ja temporär Maßnahmen sind. Und temporär hat ein But für Schwung zu machen. Wenn es definitiv nicht, da kriegt ihr keinen Schwung, weil das und Leute, ihr müsst ja auch Zeit, dass darum geht, dass endlich gegen Bewegung an den Markt kommen. Und los stellen wir fest, gerade am Ende vom Jahr, dass wir da erreicht, was wir wollten. Aber weil wir lo wissen, dass eine Reihe Leute stehen, die auf ihre Prä werden, die auf den Not gesagt werden, die an Gesprächen sind mit Wanderen von Immobilien. Dafür haben wir gemeinsam den neuen Beschluss, nachdem wir letzte Woche eine erste Diskussion darüber hatten, dafür haben wir lo Beschluss, dass wir 6 Monate zu verlängern. Und das ist eine gemeinsame Decision, die wir geholt an den letzten Tag zwischen all den Ministern zusammen geholt, auch selbstverständlich mit dem Finanzminister, der noch das Projekt Loi Übergangs des Jahres an den Regierungsrat bringen. Das ist eine gemeinsam wichtige Decision, die wir heute geholt haben. Wichtig für die Leute, wichtig für das Logement, wichtig für die Handwerker und Betriebe, die Wohnungen bauen. Was die zweite Frage belangt, nämlich die von dem Kalender von der Pensionsreform, also los mal. Ja, es gibt eine Regierung, die dezidiert. Eine Regierung lauscht nur. Und die Regierung dezidiert, dafür gibt es der Regierungschef, die lauscht auch nur, und dann könnte man Propositionen, und dann wird konsultiert, und dann wird dezidiert. Die Regierung dezidiert, die Regierung proposiert Sachen und Chamber, und so ist das dann, wir hören was anderes so, dass die Regierung die allein proposiert und dezidiert. Proposiert der Chamber und dezidiert, wo sie zuständig ist. Was die Pensionsreform belangt, gibt der Kalender. An den Kalender, den als dat man lo ein Konsultationsphase hatten, der also an eng erster Phase aufgeschlossen, das war die ganz brede Konsultationsphase. Lo gucken wir als da tun. Wir haben Ministerin von der Sécurité Sociale gefragt, als Synthese zu machen von all den Gesprächen. Wir sind hier dankbar, dass es auch durch das Land gereist ist, wir nicht nur das zu lesen, was ihn hier rausschickt, sondern auch Versammlungen hat, diverser Natur für die Thematik zu schwätzen. Das heißt, hier darum gegangen, wie man die hat, die Thematik nach von allen Facetten zu belichten. Und da werden wir an den nächsten Monat, ich gehe so am ersten Trimester vom nächsten Jahr, werden wir als konzertieren und gucken, welche Propositionen wir machen. Und dafür brauchen wir dann eine Diskussion oder eine Diskussion an der Regierung. Wir werden mit unseren Fraktionen darüber schwätzen. Und dann kommen wir mit Propositionen. Und dann findet natürlich noch eine Konsultationsphase statt, weil, wenn wir Propositionen machen, dann werden die auch
dat mi konkret as wie bis lo werden déi auch diskutiert gin, mir okay strikten Kalender fir dat ze machen, méi am nächste Joer werd man an dem Dossier wësse mat wégem Rhythmus ma viruferen. Mir lussen also dem Sujet net drecken an der Zeit als eng guter Ursach, well das mat die enzig froh, wo man am Koalitionsakkor bewusst keng präzis detailliert Approsch festgeschrieben. Wenn man gesot und Komplexitéit vun der Frau verlangt, dat man dat do nach méi am Detail gucke. Wir wissen, wéi enge Schrauwen die méigerweis kann drehen. Wir wissen, dat et fir ënnerschiedlich Menü gin, a wir wëlle bei all Schrauf auch gucke, wat sind Reperkussionen op Gesamt Sozial- a Wirtschaftspolitik. An dofir muss der als do bisssen Zeit dafür losen. Das sowieso jo kein Thema, wat haut wichtig ist, mit das ein Thema, wat haut 4 Uhr wichtig ist. An dürfen sie man nicht ënner engem Zeit. Das ist ganz ernst beim Logement. Beim Logement muss man lo etwas machen. Bei den Pensionen muss man am nächsten 2 Jahren gucken, ob man, was man können machen, für dat Pensionen auch von denen, die lo aufhängen mat schaffen, herno finanzierbar sind, an auch können bezahlt gehen. Und dafür ist den Effekt von den Maßnahmen, die wir holen, an d'Urgence vier etwas zu machen, ein ganz anderer wie an andere Politikbereiche. Nach eng froh, ob Gläser das da kann ich einen extra Wunsch schon Gläser das zu erlernen, wenn das nicht der Fall ist, dann wünschen ich, wenn man es nicht wie sollte gesehen, lo schon schön feier dich. So merci für die gute Kooperation an diesem Jahr. Ich bin immer gern hier hinkommen, und noch die anderen Fragen beantworten. Nicht immer Hummer antworten, ich fand an der Demokratie auch das gehört dazu, für mit auch der Presse, der freien Presse, der diversifizierten Presse viel gut zu échanger, weil schlussendlich sind die das kommentiert, vermittelt, und dafür freue ich mich auch los für nächstes Jahr, mit dir auch so weiter können zu schaffen. Merci vielmals an all Gutes für Feier dich. Merci.